Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Und weiter geht's. In der wilden Bahn. Ich bin nicht so weit gekommen beim letzten Video, wie ich gehofft hatte. Ich habe gehofft, ihr kriegt den Schissel jetzt hier in 2 Videos runter. Vielleicht haben wir Glück. Na, schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Ich habe ja noch, es sind ja noch 2 weitere Folgen aktuell, oder sind es schon 3 inzwischen veröffentlicht worden. Und ich hätte es schöner gefunden, wenn die damals statt der großen Ankündigung einfach die erste Folge direkt rausgeschmissen hatten. Und dann nochmal eine Woche später eine und eine Woche später und eine Woche später. So. Das ist aber natürlich, das ist mein Problem, insofern, dass ich halt einfach zu viel Schwall und extrem lange Reactions zu allem mache. Und stellenweise halt irgendwie aus 10 Minuten 1,5 Stunden Reaction. Generell ne, für die Qualität. Wer sich das einfach Vanilla anhören will oder oder sich die Zusammenfassung bei Ofi gibt oder so, für den ist das vollkommen Wayne. Das ist gut, wenn schneller mehr kommt, weil du dann das konzentrierter hast. Für mich ist ein bisschen Arsch. Vor allem, wenn ich jetzt nächste Woche nicht zu Hause bin. Aber nichtsdestoweniger schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir ja den Rest hin. Ich habe ein bisschen hier durch die Timeline hier unten gehavert. Jetzt geht es um Familie, dann Garten Eden, anzügliche Kommentare. Da bin ich richtig gespannt. Pipi-Pause. Geht erschreckend kurz. Rainer, hast du die Hände gewaschen? Blog ist harte Arbeit, okay. Oh, LGBTQ-Sachen. Oh, das könnte wieder interessant werden am Ende. Schau mal, ich habe einen neuen Eistee geholt. Let's go. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich meine Familie noch so habe. Also wir sind relativ geschrumpft in den letzten Jahren, auch gerade weil vor jetzt 2 Jahren beide meiner Omas gestorben sind und einfach. Mein Beileid. Nee, wirklich. Als Kind begreift man das nicht, weil die Leute sind halt einfach da und wenn die anfangen, alle Stück für Stück wegzusterben und dann kommt einem irgendwas, der Gedanke, oh, die Euden sterben jetzt alle weg. Und dann kommt dann der Gedanke, Moment, aber wenn die Euden alle weggestorben sind, dann sind wir die Euden und dann sind wir als nächstes dran. Das ist manchmal so ein bisschen, man merkt, ich gehe jetzt in diese Richtung, wo manche Leute Midlife-Crisis kriegen. Aber Reini ist das natürlich vollkommen wurscht. Jeder, der vor ihm gestorben ist, von seiner Familie, hat ihm einfach könnte ihm was vermachen. Der hätte einen Nutzen daraus. Und da er mit denen eh nichts mehr zu tun haben will, Win-Win-Win-Win für den Reini. Die Familie ist so ein bisschen auseinandergefallen, sagen wir es mal so. Und da bin ich froh, wenn ich trotzdem die Leute, die noch da geblieben sind und die noch leben und so regelmäßig mal sehe, zu Geburtstagen oder sowas. Das ist schon schön. Da wirklich glaube ich, dass hier die junge Frau wahrscheinlich auch so ein bisschen von ihrem eigenen, tatsächlich ehrlich mit rein hat fließen lassen. Achso, den scheiß Bildschirm schon am an. Weil das in der Stimme ein bisschen mitgehört, dass sie es ein bisschen selber mitgenommen hat, glaube ich zumindest, mir das einzubilden. Und das halt, ja, das ist ein schwieriges Thema. Keiner wird jetzt sicher was super Taktvolles sagen. Vielleicht ist Forza runtergeladen oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas in der Richtung wird es passieren. Ich will nachvollziehen. Ich habe keine Familie mehr. Tada! Alter, eben, du kannst es nicht. Diese Person hat dir gerade gesagt, sie hat ihre Familie verloren. Ohne eigenes Verschulden und sie ist sehr traurig und versucht das, was noch da geblieben ist, so zusammenzuhalten, weil es schwierig ist. Emotional. Du hast gesagt, ich bin der große YouTuber und wenn ihr alle negative Konsequenzen deswegen habt, dann könnt ihr euch gewaltig ins Knie ficken und lasst mich in Ruhe, ich mache nur mal Zeug und verpisst euch, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. Du hast deine Familie verstoßen. Sie hat ihre Familie verloren. Das sind 2 unterschiedliche Paar Stiefel, Rainer.
Und daher ist es immer schön zu hören, dass es Menschen gibt, die ihre Familie zu schätzen wissen. Weil viele wissen ihre Familie gar nicht zu schätzen, bis sie sie nicht mehr haben. Ja, da hast du wohl recht. Oh Mann. Ich weiß nicht, das tut mir gerade voll leid. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja, gar nichts. Wieso? Weiß nicht. Ich hab da immer Hinfahren und ihm rechts und links, ne? Gesichtsplatteln. das Bedürfnis, irgendwie zu helfen. Hä, da kannst du nicht helfen. Alles gut, kein Ding. Du, ich habe mich in meinem Leben immer zurechtgefunden. Mich kratzt das nicht. Ich bin da ganz simpel und einfach gestrickt, was das angeht. Ja, du bist simpel und einfach gestrickt. Aber dass dich nicht kratzt, ja, weiß ich nicht. Ne? Natürlich hat er auf der einen Seite den finanziellen Bonus schon bekommen. Ne? Die Chance war seins, dann konnte es ihm auch wurscht sein. Aber natürlich hätte es ihm besser gefallen, wenn seine Familie irgendwie Fanclub gemacht hätte. Na, wenn dann Rida und Ramona mit Drachenlord-Merch irgendwie stolz auf der Straße rumgelaufen wären und wenn dann irgendwann in ferner Zukunft, wenn er dann das Zeitliche gesegnet hätte, wird eine Netflix-Dokumentation über ihn gemacht und da kommen dann seine Kinder und seine Neffen und Nichten und erzählen irgendwie die herzerwärmenden Geschichtsstories, Familienstories von Anno dazumal, Mai und damals bei den Familienfest, wie er immer blank gezogen hat vor uns Kindern, wir können es kaum vergessen. Unsere Therapeuten freuen sich, die verdienen einen Haufen Geld. Und das hätte er sich schon gewünscht. Ne? Aber es war ihm dann auch geschmeidig scheißegal, als dem nicht so war. Ne? Geht. Okay. Wenn du das so sagst. Also es ist schon krass, wie stark du das da alles durchziehst. Und Das ist schon krass. Kennt ihr dieses Video, wie jede Funkreportage ever ist? Gebt einfach bei YouTube oben jede Funkreportage ever ein. Das Video ist höchstwahrscheinlich das erste, das angezeigt wird. Das ist schon krass, ja. Ja, das ist schon krass. Aber das ist krass. wie du deinen Weg gehst. Überspann den Bogen nicht, Lady. Überspann den Bogen nicht. Der ist zwar hageldumm, aber das checkt er dann schon, ne? Wenn du sagst, das ist schon krass, wie du deinen Weg gehst, dass du ihn dann mit seiner eigenen pathetischen Bullshit-Schwallerei irgendwie versuchst, übers Knie zu legen. Das kriegt er schon mit. Ich hab's ja vorhin schon zu Wulli gesagt. Er kriegt es dieses Mal nicht mit, aber er hätte es mitkriegen können. Also in anderen Situationen hat er es schon mal mitgekriegt, aber offensichtlich hier nicht. Ging es um das Thema da ging es um das Thema meines Buchs und so, ne? Also mit meinem anderen meine Buchs und so, mit einem anderen, da ist schon wieder der Sprung in der Platte drin, ha? mit meinem vorherigen Leben und so. Mhm. Und da hatte ich ihr ja auch gesagt schon, dass ich dir sage, ich für meinen Teil freue mich ja schon darauf, also ich habe jetzt nicht vor. Geht er wirklich einfach, ich sehe es hier bei dem im Audiomixer von OBS. Es ist die ganze Zeit irgendwie eher zu leise. Ja, dann habe ich meinen und dann zwischendurch ich weiß nicht, ob er dann zum Räuspern immer noch mal extra nah ans Mikrofon geht, um dann noch mal richtig einen reinzuscheppern. Aber es geht mir fürchterlich auf den Sack, weil ich hier permanent an diesem scheiß Lautstärkeregler umeinander pimmeln muss, nur weil er es nicht hinkriegt, in einer normalen Lautstärke zu sprechen. Und ja, mir ist es bewusst, dass ich ebenfalls gerade diese Scheiße baue. Die Ironie der Situation. Aber ich bin der Metal-Kasper, ich bin das gehört zu meinem Konzept hier zwischendurch immer auszurasten. Und er unterhält sich einfach stinknormal mit irgendwelchen Mullen, von denen er entweder schon oder doch oder nicht glaubt, dass es Haterinnen sind. Aber bei denen er auf jeden Fall landen will. Und er gibt keinen Fick darum, ob das vielleicht stört. Wenn ich erst flüstere und die Leute vielleicht ihren Sound am Headset höher drehen und dann
kotze ich denen einfach durchs Headset direkt ins Ohr. Das vorzeitig zu beenden. Ich gehe meinen Weg immer bis zum Ende. War schon immer so. Ja, und wenn es der größte Holzweg ist, die Konsequenz ist auch, den Holzweg bis zu Ende zu gehen. Und das werde ich auch in dem Leben hier machen, aber ich. Ja, es wird dich freuen, ne, durchs Wasser in den Beinen und den Schmerzen, die du hast, dadurch, dass der Weg nicht mehr allzu lange ist. Ich freue mich schon drauf, wenn es zu Ende geht und nicht in. Sorry, ich muss alle 2 Sekunden und er freut sich, wenn es zu Ende geht, Rainer. Er freut sich, wenn es zu Ende geht. Rainer, hätte ich deine Existenz, müsste ich dein Leben, ich glaube, da würde ich mich auch freuen, wenn es vorbei wäre. Ich glaube, da würde ich mich auch freuen, wenn es vorbei wäre. Rainer, ich hab selber in meinem Leben häufiger und schon seit längerer Zeit und immer wieder irgendwie auch mal mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Und das, wenn man sich da mal rausarbeitet aus so einer Nummer, lernt man das Leben schon zu schätzen. Ich würde gern unsterblich sein. Ich sag's dir, wie es ist. Ich halt das Leben und diese Welt für so geil inzwischen Zeit. Du hast so viele Möglichkeiten, was man machen kann. So viele Abende, die man mit netten Leuten verbringen kann. So viele Erlebnisse, die man hat, Gefühle, die man fühlen kann, wenn man nicht einfach so ein gefühlskalter, egozentrischer Narzisstenbastard ist, wie manche Leute das sind. Ne? Es gibt so viele Möglichkeiten im Leben. Und ich find's traurig, bei dir finde ich es nachvollziehbar, ich finde es traurig, dass du das geschafft hast, dein Leben so gegen die Wand zu fahren, dass du dich selber jetzt hinsetzt und sagst, ich warte einfach nur noch drauf, dass es vorbei ist. Ich will, dass es vorbei ist, weil ich mir einrede, danach wird's besser. Mein neues Leben gehe, weil dann sehe ich nämlich die Menschen, oder besser gesagt, die Partner, die Lebenspartner meines vergangenen Lebens. Weil ich habe ja vorhin schon ein bisschen über meinen Glauben, beziehungsweise über meinen, jetzt habe ich den Namen vergessen. Meinen Glauben, beziehungsweise Über meinen Glauben und über mein Buch in meinem vergangenen Leben erzählt. Und wo ist diese Prüfung jetzt? Ach, hier. Rainer, halt dein dummes Maul. Da ist das so, dass dass ich in meinem vergangenen Leben in einem im Garten Eden gelebt habe, sozusagen. Also wenn ihr einen Counter habt, macht kein Trinkspiel draus, ne? Ich weiß, ich mache selber auch diese Zwischenlaute ganz oft. Und wenn man gerade versucht, das nächste Wort im Kopf zusammen zu rendern, dass man dann zwischendurch ja mal so ein ich mache das auch. Aber das ist ja wohl, also das ist ja inflationär genutzt. Sagen. Allerdings nicht als Mensch, weil Menschen in dem Sinne gab es nur Adam und Eva, die wurden ja verbannt. Und da habe ich ihr auch erklärt, warum. Also laut dem, was ich in meiner Vision, in meiner Vergangenheit und in meinem Buch auch geschrieben habe. Adam und Eva waren unglaublich arrogant und überheblich, weil sie ja angeblich die hochgeschätzten Kinder von Gott waren halt, weil Gott ja sie geschaffen hat und so weiter und so fort. Man kann hier auch, wenn man so ein bisschen Westentaschenpsychologie anwendet. Wie gesagt, ich habe nicht Psychologie studiert. Aber man kann hier schon einfach diesen trotzigen Weltschmerz raushören. Ja, Adam und Eva, die waren ja eigentlich nichts wert, weil aus denen ist die Menschheit erwachsen. Und die Menschheit, die hasse ich. Weil die haben mich immer schlecht behandelt und die kann gar nichts dafür. Die haben mich einfach aus heiterem Himmel, haben mich alle Menschen immer schlecht behandelt. Obwohl ich nie was dafür konnte, obwohl ich eigentlich so ein toller Typ bin. Das schwingt damit an Subtext. Rainer hasst die Menschheit, weil sie nicht nach seiner Pfeife tanzen wollte. Ne? Rainer war der Meinung, die ganze Welt muss sich jetzt nach ihm richten,
weil er ist der große Lord und er ist jetzt auf der Bildfläche erschienen. Und als die ihm alle, also im besten Fall ignoriert haben oder ihm einen Vogel gezeigt oder in dem schlechtesten Fall ausgelacht oder besucht haben, ist sein Weltbild so zerstört worden und er ist ein so verbittertes Stück Scheiße geworden, dass er jetzt wirklich einfach alle Menschen hasst. Die komplette Spezies an sich. Ich halte von der Menschheit auch nicht viel. Aber ich habe einen auserwählten Kreis von Menschen, die ich dafür umso lieber mag. Also bei mir ist so, entweder gehst du mir massivst am Arsch vorbei oder ich mag dich sehr, sehr gerne. Das liegt ein bisschen daran, dass ihr harte Abneigung gegen dumme Menschen habt und ich habe das Gefühl, dass die Überhand nehmen in der Zwischenzeit. Ne? Beweisstück A. Guckt euch an. Ne? Der ist ja nicht der Einzige, der so drauf ist und hier wild durch die Gegend valachiert und der Meinung ist, er ist die Krönung der Schöpfung, obwohl es wahrscheinlich gescheiter gewesen wäre, die Nachgeburt großzuziehen und ihn in die Tonne zu schmeißen. Ne? Da gibt's ja in Zwischenzeit einfach extrem viele Leute, die so drauf sind. Und ich bin selber in Zwischenzeit sozial diesbezüglich sehr intolerant geworden. Aber, ja. Jetzt muss ich mich kurz konzentrieren, weil ich muss hier gerade mal in 35 Sekunden runtergehen. Alter, warum? Was machst du? Okay, ich hab's schon verkackt, glaube ich. Ja, offensichtlich, Rainer. In mehr als einer Hinsicht. Nee, doch nicht. Boah, Alter. Das ist teilweise echt heftig hier gerade. Alles richtig heftig. Hab ich den noch erwischt? Ich habe gerade Déjà-vu. Hat er dieselbe Scheiß? Hat der OG denselben Text am Anfang des Videos schon mal gebracht? Ich habe gerade echt ein Déjà-vu. 20 Sekunden, neuer Rekord. Hab ich's geschafft? 20 Sekunden, neuer Rekord. Wenn er jemals eine richtige Freundin gehabt hätte. Ihr wisst, wohin das läuft. Zu dem Thema. Wer Bock hat auf Rap aus der Oberpfalz, geht zwar der Ochsensepp von Bibo ein. Also Bibo wird B-B-O-U geschrieben. Ne? Und Ochsensepp bei YouTube. Gönnt euch. Bitte gern geschehen. Ich bin der Meinung, ich habe 3 verfehlt. Hm. Der Zeit beträgt. Dies ist ein Zeichen meiner Wertschätzung. Oh, tatsächlich, ich habe es geschafft. Ja, ich habe die Aero-Hose bekommen. Nice. Sehr gut. Und damit hatte ich jetzt Tolle Wurst, Rainer. Tolle Wurst. nicht gerechnet. Ja, damit hätte ich auch nicht gerechnet, weil du grundsätzlich in Computerspielen immer versagst. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich weiß nicht, wer von euch zockt. Ich bin ein wenig so ein bisschen Trophy Hunter. Und ich habe dann schon auch immer ein bisschen diesen Ehrgeiz. Zum Beispiel, eines der besten Beispiele war, ich hab 2,5 Stunden gebraucht. Ich habe das komplette Game Stray damals. Das war cool. Ich war auf einer Warteliste für eine PS5 und ich habe die PS5 dann endlich bekommen, eine Woche bevor Stray rausgekommen ist und habe mir das natürlich gleich geholt und hab's platiniert. Und das ist easy zu platinieren, bis auf eine einzige Trophy. Da musst du irgendwie durch so eine Gasse laufen, 3 Minuten lang, und darfst da von keinem Gegner berührt werden. Und wenn ich das geschafft habe, dann bin ich dann, ne, wenn ich sowas schaffe, dann bin ich auch immer kurz happy so. Aber das ist halt mein eigenes Pläsier. Das hat halt mit, das brauche ich hier den Leuten nicht erzählen. Warte mal, jetzt muss ich kurz gucken. Und er, keine Ahnung, er hat das im Leben nicht geschafft. Das im Leben nicht. Ich habe gesehen, wie er andere Computerspiele spielt. Ich habe ihn gesehen, wie er hier Breath of the Wild gespielt hat und sie wirklich bei den offensichtlichsten, allerdümmsten Rätseln schon angestellt hat, wie der allererste Mensch mit der Gehirnerschütterung. Ich habe den da, richtig? Ja. Ich habe den da und ich habe den da. Wo ist der letzte? Das ist die da. Nee, Freitag ist sie nie da. Hier, oder? Nein. Wo ist der letzte von euch? Es sind 3, das weiß ich. Aber wo ist der dritte? Ach hier, ich habe ihn sogar schon, nice. Ach nee, ich habe ihn nicht. Oh, ich bin deutlich weiter unten als der, okay.
Ob ich da hochkomme? Hm. Also im Prinzip ist Dann wäre ich da in diesem Discord gesessen und hätte gesagt, Rainer, interessiert keine alte Sau. Was du jetzt da gerade übers Daddeln dahin stammelst, interessiert keinen Schwanz. es so. Gott hat ja den Garten Eden erschaffen und dann ist es so gewesen, dass er auch verschiedene Arten von Lebewesen erschaffen hat und erst dann hat er Adam und Eva geschaffen. Und bevor er Adam und Eva geschaffen hat, hat er bereits Kinder geschaffen. Ja, er hat geschaffen und geschaffen. Am 6. Tag hat er dann den Menschen erschaffen und am 7. Tag ruhte er. Die er allerdings nicht nach seinem Ebenbild geschaffen hat, sondern die er halt so ein bisschen falsch. Das war so ein bisschen so, man könnte es bezeichnen als die Prototypen. Ne, das waren sozusagen die Vorläufer der Menschheit, wenn man es so möchte. Hat er die Idee vielleicht aus Warhammer 40k geklaut, aber ich glaube, mit Warhammer 40k kennt er sie nicht aus. Ich glaube, damit kennt er sie nicht aus. Ja, bei Warhammer 40k geht es ja darum, dass der Emperor of Mankind, das ist so der Gott Imperator, hat so genetisch optimierte Supersoldaten geschaffen und mit den ersten hat er so einen Großteil der Galaxie eingenommen, aber die waren nicht so ganz perfekt und dann hat er die mehr oder weniger weiterkauen und hat dann die Space Marines erschaffen. Aber ich glaube nicht, dass der in der Warhammer 40k Lore zu dicke drin ist. Das hat er wahrscheinlich aus irgendeinem Anime gezockt. Und die Leute, die den Anime gemacht haben, die haben es wahrscheinlich bei Warhammer 40k geklaut. Ja. Und eben jene waren es, die und eben jene waren es, zu denen ich ursprünglich gehört habe in meinem vergangenen Leben. Ja, er war schon immer ein ganz besonderer Mensch. Ich habe jetzt auf 1,25 gestellt, weil ich mir das dir und jene Schlaganfallgestotterin nimmer länger anhören kann. Und die Engel, die nicht besonders begeistert von Gottes Aktion waren, haben letzten Endes dann dafür gesorgt, dass die Kinder des Gartens sich entwickeln konnten, auch nachdem Gott weg war. Weil Gott ist ja mit Adam und Eva gegangen und hat den Garten vernachlässigt. So, jetzt muss ich mich nochmal konzentrieren, weil es ist die Ja, nur die Harten kommen in den Garten, Rainer. letzte Prüfung. Oh Gott. Ist schon. Neuer Rekord, 18 Sekunden 11. Okay, ich glaube nicht, dass es noch schneller geht. Außer man will gegen den nächsten Berg prallen. Nicht schlecht. Ja, das war wirklich nicht schlecht. Da bin ich sehr begeistert von. Und eine große Sonnenenergiezelle, sehr schön. Und damit habe ich das ganze Aero-Set. Nice. Und damit bin ich auch bereit für meine nächste Aufgabe. Nein. Was hast du getan? Jetzt muss ich meinen Rekord von 1811 toppen. Willst du mich verarschen? Okay, dann kann ich aber gleich mal gucken, was das Aero-Set drauf hat. Das klingt echt anstrengend, was du da machst, aber Ja, das klingt richtig anstrengend. Das ist harte Arbeit, Digga. Also für jeden anderen ist das, womit man sich nach einem langen Arbeitstag von eben diesem entspannt. Für Rainer ist es harte Arbeit. Ganz ehrlich, nach Hause kommen, nach einem stressigen Arbeitstag, die Playsee anzuschmeißen, ein bisschen zu datteln, das ist das, was mir hilft, auch wieder ein bisschen runterzukommen. Gerade wenn ich einen sehr stressigen Arbeitstag hatte. Aber für Rainer ist das harte Arbeit. Ich würde ihm wirklich mal wünschen, in so eine richtige extrem Stresssituation zu kommen. Und aus der er nicht raus kann. Wo er gezwungen ist, da zu bleiben. Wo er nicht einfach alles hinschmeißen kann und sagen, macht's einen Scheiß alleine, ihr Hurensöhne, ich schleich mir jetzt. Ja? Wie es jeder von uns, der es einen Standard 9-to-5-Job hat, schon zigmal erlebt hat. Dass man gesagt, ich schmeiß da jetzt alles hin und sag denen, was sie mich alles können und verpiss mich einfach. Und dass man das runterschlucken hat müssen und durchziehen, weil man davon darauf angewiesen ist, die Barre zu kriegen, die dieser Job abwirft. Jeder hat schon mal eine Situation wie die gehabt. In so einer Situation würde ich ihn gern mal sehen. schön, dass es irgendwie klappt. Ja, also im Prinzip springe ich halt von dem Berg ab, also von einer sehr hohen Stelle und muss halt versuchen, durch Ringe zu springen. Alter, 1738, wer ist hier der King?
17, 38, 17, 38, ja. Du musst halt von einem sehr hohen Punkt abspringen und dann sehr tief fallen und dann durch bestimmte Ringe fallen. Sehr krasse Aufgabe. Ja. Nein, Link, was tust du? Jetzt habe ich wieder drauf gedrückt, weil man immer den falschen Button drückt. Ich muss smashen. Okay, Kaffee ist noch schneller. Oh, Alter, ich will das noch. Ey, ich wollte das gar nicht. Mano. Hast du wieder Ärger mit dem Spiel? Das heißt jetzt anzügliche Kommentare beim Spielen, das ist schon halber drum und es sind immer noch keine anzüglichen Kommentare gekommen, sonst hätte ich schon länger übersprungen. Ja, ich, Idiot. Drück die ganze Zeit die falsche Taste. Hast du? Ja, weil du komplett bescheuert bist, Rainer. Weil du auch einfach scheiße bist beim Daddeln. Digga, jeder einzelne Knopf auf diesem Controller hat seine eigene Funktion. Einfach mit die Wurstfinger auf allen draufdrücken gleichzeitig und zu hoffen, dass irgendwas passiert, bringt einen selten ans Ziel bei normalen Games. Alter, ich bin der absolute Obermacker. 16,8. Sehr gut, super. So, jetzt aber nur noch B drücken, das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Ja, wenn man den Text beschleunigen will halt, ne? Ja. Sind wir jetzt bei 16? Ich hätte gedacht 16,5, Rainer. Nein, ich will das nicht nochmal machen, du Arsch. Arsch mich jetzt schon zweimal und ziehst mich hier mit meinen ganzen Sphären ab. Alter. So, jetzt muss ich mal ganz kurz pullern. Alles klar, ein gutes Gelingen. Danke für die Info, das hatten wir aber auch schon mal. War das nicht dir schon mal irgendwo, wo er pissen gegangen ist? Jo, ich lasse mal eben das Headset wieder zurück. Ich glaube nicht, dass ihr dabei sein wollt. Jedenfalls schätze ich euch nicht sein. Wir hatten den Witz schon, Rainer. Jetzt noch die eine letzte Aufgabe. Und dann, jetzt noch die eine letzte Aufgabe und dann werde ich erstmal mich zurück an den Rechner begeben. Oh, neuer Eintrag. Hm? Neuer Eintrag? Nee. Ich habe ja 5 Beiträge geschrieben, reicht das nicht? Ja, doch, das ist schon krass. Nein? Ja, okay, komm. Ist okay. Dafür kriegen wir morgen wieder 5. Bitte was? Ich mach. Versuch mal 5 Einträge fürs Bestiarium zu schreiben. Ja, das krieg ich nicht hin. Ja. Keine Ahnung, Rainer, du hast es offensichtlich mit ChatGPT gemacht, ha? Da schreibt er 5 Einträge fürs Bestiarium in einer Viertelstunde. Hallo ChatGPT. Bitte schreibe mir, bitte beschreibe mir ein Fabelwesen in einer fiktiven Welt. Die und die Eigenschaften soll es haben. Der und der Name. Let's go. Bimsen muss es wollen. Das ist noch wichtig. Es nimmt ja Und schon erstellen wir ein Bild dazu. Zeit in Anspruch, so das alles zu lesen und zu kommentieren, aber es ist ja noch viel mehr Zeit, die man da reinstecken muss, wenn man das schreibt alles. Ja. Will ich wohl meinen. Ja, Ja, vor allem, wenn man Analphabet ist, dann dauert es noch länger. auf jeden Fall. Ich würde Weil, das nicht. wahrscheinlich ist es wirklich so ein Ding, weil er halt Analphabet ist, braucht er für diesen 3 Zeilen Prompt für die KI, die ihm dann diesen Beitrag erstellt, braucht er dafür wahrscheinlich schon eine Stunde oder so. Und dann ist das natürlich harte Arbeit. Nicht hinkriegen. Nee, ich auch nicht. Ich glaube, ich hätte einfach nicht das Durchhaltevermögen. Nicht die Stärke, die es braucht. Ich bin eher so eine Person, die zum Beispiel, wenn sie Hobbys hat, sich so festbeißt an einer Sache und dann irgendwann finde ich es nicht mehr so spannend und dann kommt die nächste Sache und ich habe mich wieder dort festgebissen. Also ich fange ganz viele Dinge an so. Aber so richtig lange was durchziehen fällt mir irgendwie ein bisschen schwer. Das habe ich auch, außer von Dingen, die ich halt wirklich sehr gerne mag, wie zum Beispiel das Häkeln oder das Zeichnen. Das mache ich ja schon seit Jahren und das bleibt auch so. Ich habe mich wirklich auch, ich bin auch so ein Typ, der wenige Interessen hat und die dann aber extrem. Ne? Ich bin ein sehr, sehr großer Filmfan. Aber ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren angefangen, ich meine, das ist ein Klischee, ne, dass die Leute in ihren späten 30ern anfangen, Pizza zu machen, selbstgemachte Pizza zu backen, aber ich habe das vor ein paar Jahren angefangen und ich habe mich da auch reingefuchst. Ne? Nein, ich will, dass das geil wird. Ich will, dass da
mit einem fluffigen Rand und so weiter und dünnen Boden. Und ich will das ordentlich hinkriegen und habe mich da reingefuchst. Letztes Jahr habe ich mir gedacht, okay, fängst du mal an, irgendwie dein eigenes Dope anzubauen, habe das gemacht und habe mich da auch reingesteigert. Wenn mich irgendwas interessiert, so, dann bin ich da schon auch, bin ich auch richtig, wie nennt man das? Ja, fanatisch dann irgendwann. Ne? Weil ich möchte es dann auch geil machen. Aber ich fange halt trotzdem immer wieder neue Sachen an und das geht dann leider. Kochen ist auch so ein Ding. Ich habe irgendwann einmal, als ich lange Jahre alleine gewohnt habe und mich mehr oder weniger von so Retortenfraß, ne, Nudeln mit Fertigsoße und so einen Scheiß ernährt habe, und mir irgendwie gedacht, ich habe da keinen Bock mehr drauf, Digga. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich will was Anständiges fressen zum anständigen Preis und ich kann es mir leisten, dass ich permanent ins Restaurant gehe. Ich schaue jetzt einfach mal, dass ich habe angefangen damit, so was ist bei dem Supermarkt meines Vertrauens gerade im Angebot und bin dann ins Internet gegangen und habe geschaut, was kann man da draus machen und habe mir dann daraus Rezepte gesucht und habe dann angefangen. Und dann bin ich irgendwann auf YouTube-Content gestoßen, wo Leute kochen hin und her, bla bla bla, und habe mich da ein bisschen reingesteigert. Aber jetzt kann ich halt anständig kochen irgendwie. Nicht auf Restaurantniveau, also nicht so, dass ich ein Restaurant aufmachen kann, aber ich kann mir daheim was machen, was ich jetzt, ne, Schmorbraten habe ich mal gemacht und gedacht, der hat genauso schmeckt wie der, den ich im Restaurant gehabt habe, eine Woche vorher. Aber wenn mir irgendwas so gar nicht juckt, dann geht's auch mit Gewalt nicht in meinen Kopf. Nicht ganz so lang. Aber ich habe meinen Spaß für die kurze Zeit. Ja, ich meine, gerade so im kreativen Bereich gibt es ja auch so viele verschiedene Dinge, die man da machen kann. Also, ich gehe auch eigentlich jeden Mittwoch in ein Atelier zum, weiß nicht, malen, zeichnen, basteln, keine Ahnung, was mit anderen Leuten. Und da ist auch jedes Mal bringen die was anderes mit, jedes Mal fangen die was anderes an. Ich bin froh, wenn ich mal eins meiner Bilder überhaupt fertig kriege, so, weißt du. Das dauert halt auch irgendwie eine Weile immer. Ich bin dann halt in dem Sinne auch irgendwie ein bisschen perfektionistisch, dass ich dann sage, okay, nein, ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr Zeit da rein investieren in dieses Bild und noch ein bisschen mehr, solange bis es mir halt gefällt. Ja, ja. Ja, kannst du nachvollziehen, was? Ja. Sehr gut. Ich habe eine Maxi-Rübe gefunden. Alter. Und wieder reinknechten in die Konversation. Andere Leute unterhalten sich, es geht nicht um Reini, dann muss reingeknechtet werden. Scheißegal, ich habe nicht verstanden, irgendein Item hat er gefunden. Und ich hab's verkackt. Das ist auch üblich bei dir, Rainer. Boah, ich habe jetzt so Hunger, wirklich, müssen wir wirklich langsam was machen. Ich schau mal ganz kurz im Kühlschrank, was da ist. Mach das. Läuft ruhig. Ich müsste eigentlich auch dringend was machen. Ja, keine Ahnung, ne? Das Handy rausnehmen und die Lieferando-App öffnen, das ist nicht irgendwie sich was zu essen machen. Oh, ich hab's geschafft. Oh, ich hab's gesagt, ich geh drauf, ey. Alter. Boah, das ist eine knappe Kiste. Ich überlege gerade, ob ich mir Popcorn mache. Ah, nicht schlecht, ja. Ja, das ist ein ausgewogenes Abendessen, Rainer. Popcorn. Popcorn ist ja auch nicht schlecht. Ja, so ein bisschen schön in die Maschine reinpacken, Zucker rein. Was du alles für Maschinen hast, das ist ja krass. Ja, alle Maschinen einfach, ne? Die alle sich alle kaufen lassen. Das ist auch, weil die anderen Dullis hier die nicht geklaut haben aus seinem Lager. Ich find's ja wirklich, ich find's ja gut. Ich habe ja das Statement gehört von Klonter zu der ganzen Geschichte mit dem Lager und allem. Und ich find's gut, wie er das Statement gemacht hat. Also größtenteils das schon, ne? Wir haben uns hinreißen lassen, wir waren halt dumm und das war keine schlaue Idee. Und der Nutzen des Ganzen steht in keinem Verhältnis zu dem Abfuck, den wir jetzt danach hatten. Wie lange ist das jetzt her? Ist das schon 2 Jahre her, seitdem das passiert ist? Und mit Gericht und hin und her und hast du nicht gesehen. Wie wir es alle damals gesagt haben, das wird es wohl kaum wert gewesen sein für das Master Sword und die scheiß Rudy-Tapes, Digga. Und so war es dann halt offensichtlich auch. Und ich bin auch der Meinung, dann kann man es jetzt auch gut sein lassen.
Ne? Es gibt dann Leute, die haten dann einfach und haten und haten und haten und sagen, ja, er hat es jetzt eingesehen, dass das so geil nicht war und dann ist dann auch gut. Ne? Ich könnte das jetzt auch was sagen, aber ich lasse es. Okay, warte, ich muss nochmal zurück. Was du alles für Maschinen hast, das ist ja krass. Okay, ja. Oh, Post aus der Massagegerät und so. Hm? Ich könnte das jetzt auch was sagen, aber ich lasse es. Okay, jetzt fällt es mir auch auf. Das war aber auch eine Vorlage, naja, gut. Ja, es ist nicht nur eine Vorlage gewesen, es ist auch einfach halt so, dass ich halt wirklich einiges da habe. Okay, Ja, ich experimentiere nun mal gerne. zum Beispiel. Bist du sicher, dass du das wissen willst? Also, Nein. Niemand will das wissen, Rainer. Problem ist, wir wissen es schon alle. ich meine, bin ich schon neugierig. Ja. Naja, also ich habe zum Beispiel eine Penispumpe. Ich habe verschiedene Vibratoren, weil ich ja, wie gesagt, bisexuell bin. Die ich ja auch auf sowas. Das hat mir übrigens damals mein älterer Kollege empfohlen. Damals, lässt du das liegen? Lässt du das liegen? Scheiße, ich habe keine Dinger mehr. Hilfe. Fliege in die Luft. Das jetzt wieder. Zwischendurch war es jetzt echt nett. Ne? Sauna und so, Familien. Jetzt wird es wieder super anstrengend. Oh Gott, ich habe nichts mehr zum Kämpfen. Was mache ich jetzt? Sekunde. So, ich keine Waffen mehr. Ist das dein Ernst? Ich glaube, das wird nichts. Ja, du bist auch intellektuell vollkommen unbewaffnet bisher durchs Leben gegangen, Rainer. Eigentlich solltest du sollte dir das Gefühl bekannt vorkommen. Also ich habe verschiedene Vibratoren, verschiedene Spielzeuge. Ich habe zum Beispiel einen Luan, Rainer. Dildo, Vibrator, Penis, Gedöns, ich weiß gar nicht, wie das bezeichnen soll, das Teil. Bewegt sich. Also, Atemberaubend, Rainer. Das Konzept ist super neu. Der bewegt sich. Jetzt sag mal nur, dass der mit Batterie läuft. Dann hast du mich hier liegen. auf und ab. Okay. Und vibriert halt auch und so, natürlich, klar. Dann habe ich verschiedene Prostata-Massagegeräte. Dann habe ich, weil ich auch gerne mit meinen Partnern experimentiere, sollte ich Partnerinnen haben, die Interesse an so etwas haben. Ja, sollst du mal wieder eine ausgedacht haben, ne? Gestern meine Partnerin und ich, also die rechte Hand. Die beispielsweise. Alter, das war knapp. Alter Maul. Konzentrieren. Alter, das gibt's doch echt nicht. Okay, kann ich den Schrein nochmal neu anfangen? Ja, Rainer, du musst dich konzentrieren und du hast schon wieder die Priorität wie immer in deinem Leben komplett falsch gelegt. Du unterhältst dich gerade mit zwei echten Menschen. Und wenn du sagst, okay, ich muss mich jetzt konzentrieren, ich kann mich nicht auf beides konzentrieren. Ein Spiel, das ich in den letzten 3 Jahren schon 20 Mal durchgespielt habe, oder die Konversation mit zwei tatsächlich echten Menschen. Und dann sagst du den Menschen, hey, haltet mal die Schnauze, ich muss hier dieses Spiel zum 20. Mal durchspielen. Unfassbar. Ganz ehrlich, wenn ich ein Game so oft gespielt hätte, wie du deine Games immer spielst, dann könnte ich nebenher noch irgendwie eine Doktorarbeit schreiben. Mit die Arschbacken. Ich glaube, das wird nämlich so nix. Wenn ich jetzt nicht irgendwo eine Waffe finde. Es gibt, das gleiche wie die Penispumpe gibt es ja auch für Damen. Okay. Nur es ist halt eine Scheiße. Ja, keine Ahnung. Was jetzt hier als Dame definiert wird, darüber streitet sich die Gesellschaft ja auch schon seit einigen Jahren. Aber Pumpe. Ich weiß gar nicht, wie das Teil sonst heißt. Das ist auch eigentlich für Medizin, ist es ja auch beim Mann, ist ja eigentlich für medizinische Zwecke gedacht. Und das soll unter anderem beim... Nein, eine Penispumpe ist nicht für medizinische Zwecke gedacht, Rainer. Das dürfen die da auch gar nicht draufschreiben, ansonsten werden die Hundebogen verklagt. Das ist ein Scam, wo die Leute sagen, oh ja, hier, du hast einen kleinen Pimmel und bist unsicher deswegen, gib uns ein bisschen Geld, wir regeln das für dich. Und die Leute sind so verzweifelt und so dumm, dass sie sagen, ja, hier,
Unterdruck, das wird schon passen. Ne? Nichts davon ist medizinisch. Nichts. Menstruationsproblemen helfen. Aber es gibt halt auch viele, die das auch für einen sexuellen Aspekt benutzen und dann halt, das wird dann halt über die Scheide gelegt und dann wird halt ein bisschen die Scheide besser durchblutet und so weiter. Jo. Okay, also davon habe ich bisher noch nichts gehört, aber interessant auf jeden Fall. Ja, definitiv. Soll ich weitermachen? Keiner, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber das Blut, in dem Fall, wenn Frauen Menstruationsprobleme haben, so das kommt aus dem Uterus. Um da eine wirkliche Auswirkung zu. Denkt ihr tatsächlich, dass man da vorne so eine Glocke draufsetzt mit Unterdruck und dann sagt, ja, hier, wir verkürzen jetzt irgendwie 4-5 Tage Menstruationszyklus auf eine halbe Stunde, weil wir pumpen das jetzt einfach alles ab? Ist das, was er glaubt? Dass das die Realität ist? Ja, wenn das so funktionieren würde, würden alle Frauen das machen. Ne? Alle. Ausnahmslos. Wie kann das Ganze auf eine halbe Stunde runterdampfen, wenn ich es einfach nur abpumpe mit Unterdruck? Ja, easy, machen wir. Wenn du möchtest, wenn du willst. Also ich habe jetzt kein Problem damit. Mir ist es egal. Ihr habt gefragt. Oder ich? Ihr habt gefragt. Mir ist es Latte. Mach einfach, erzähl, alles gut. Ist also, wie du möchtest. Ja, und für sich war es das, denke ich, soweit erst einmal. Also es gibt halt noch, ich habe halt noch verschiedene andere Sachen. Also wie gesagt, Dildos sind ja wieder was anderes, keine Maschine in dem Sinne. Ich hatte halt in der Vergangenheit auch zwischendurch mal Prostata-Massagegeräte, die ich mittlerweile nicht mehr habe. Ich hatte in der Vergangenheit verschiedene Arten von Masturbatoren. Also im Prinzip das Gegenstück zu einem Vibrator. Genau. Ja, nicht schlecht. Da hattest du und hast du eine ganz schöne Auswahl. Ja, ich habe schon, das ist eine gute Tüte auf jeden Fall, die ich hier habe. Ich hoffe mal, dass wenn jemand zu Boah, eine Tüte, Digga. Eine Tüte. Oh. Ah, das hört sich schon so unreinig. Oh. Ganz ehrlich, Rainer. Eine Schublade, eine Schachtel vielleicht. Eine Tüte. Ah. Da ist so eine alte Aldi-Tüte. Und da, wenn er sich den Luan hinten rauspömpelt, dann geht er so wie er ist in die Tüte rein, oder? Oh, das darf dann. Und das legt man dann auf die Heizung oder so. Ei, ja. Eine Tüte, oder? Oh. Versuch kommt, dass er mich gleich in die Kiste unterm Bett schaut, aber naja, selbst dann ist es halt so. Wieder so unter dem Bett. Okay, dann weiß ich Bescheid. Aus der erste Ort, wo ich gucke. Ja, also ich schäme mich für das Zeug sowieso nicht grundsätzlich. Also wie gesagt, ne? Ja, wie gesagt, Scham ist hier vollkommen fremd. Grundlegend war sie immer. Die Hater wollten mich damals verarschen, indem sie halt gegangen sind und meinten, das witzig zu finden, indem sie mich ja bloßstellen, weil die ja damals das Masturbationsvideo von mir veröffentlicht haben. Ja, dann den Zahn habe ich ihnen aber schnell gezogen. Ja. Weil ich mich halt letzten Endes von dem Quatsch nicht unterkriegen habe lassen und halt gesagt habe, ja, YOLO, ist halt so, ne? Ist man. Du hast keine Ahnung, was YOLO heißt, Rainer. Sex gehört für mich zum Leben, zum Alltag dazu, da mache ich mir doch keinen Kopf drüber. Ja, genau, in deinem Alltag spielt Sex eine richtig große Rolle. Also in deinem Kopf vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja keine Schande. Also ich hatte das aber zum Beispiel bei einem Kumpel von mir, der hat mir das mal erzählt, dass er auf Instagram zum Beispiel auf eine reingefallen ist, die quasi von ihm Nudes wollte und er hat die geschickt und dann hat sie ihn damit quasi erpresst. Und dann habe ich drüber nachgedacht, wie wäre das bei mir, wenn mir das passieren würde, aber ich glaube, ich bin zu dem Schluss gekommen, ja, dann sind sie halt online, was dann? Dann sehen die Leute halt, wie ich aussehe. Das bin halt nun mal ich so, also ganz ehrlich. Ja, grundsätzlich, also ich habe jetzt bisher noch nicht viele Frauen getroffen, die so denken. Ja, Rainer, du hast bisher auch noch nicht wirklich viele Frauen getroffen, sind wir mal ganz ehrlich, ne? Also so im Real Life. Vielleicht die eine oder andere Dame, die bei der Pinea arbeitet und das ein oder andere Bärchen, deine Mutter, deine Schwester und Marion, ja? Und die Alte, die durch den Zug läuft und uns Deutschland-Ticket abgestempelt hat, die vielleicht auch. Es ist halt generell sowieso so eine Sache, also es ist schon teilweise ein bisschen schwierig. Toll, das habe ich wieder super hingekriegt. Es ist halt teilweise schon ein bisschen schwierig, weil auch immer ein bisschen an seine Zukunft denken muss, so. Aber
Hört, Rainer, hört. An seine Zukunft muss man denken. Ja, das halte ich für eine gewagte Aussage aus deinem Munde, Rainer. Ja, für mich steht halt da eigentlich 1A fest, ja, ich ziehe halt mein eigenes Ding durch, weil es hat ja sowieso letzten Endes keinen Wert und das macht auch keinen Unterschied. Ja. Doch, Rainer, es hat einen so krassen Unterschied gemacht. Rainer, du könntest jetzt der Altschauerberger Dorfdepp sein, der bei irgendeiner Firma aus Mitleidsgründen, weil man einen Vorder von dir kennt hat oder sowas, angestellt ist und Aufgaben übernimmt, bei denen er nicht viel kaputt machen kann, dem das Haus noch gehört, das Haus steht noch gescheit da, bewohnbar, ohne dass alles weggammelt. Das könntest du jetzt alles haben. Vielleicht hättest auch irgendwo über Kontakte von der Dulli-Schule noch irgendeine gefunden, die ähnlich geistig minder bemittelt gewesen wäre. Und hättest dann vielleicht einen schönen Stall von behinderten Kindern gezeugt. Und könntest jetzt da ziemlich genüsslich in der Schanze verweilen. Aber das hat dir nicht genügt, Rainer. Das hat dir nicht genügt. Weil wenn ich irgendwas mache, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist halt mein Leben und es kratzt mich halt eigentlich auch nicht. Ja, auf jeden Weil- Fall. Also, ich glaube halt, wenn man zum Beispiel so, weiß ich nicht, Lehramt oder so studieren würde und dann Lehrerin oder Lehrer werden möchte, dann wäre es vielleicht schlecht, wenn man so News im Internet verbreitet hat. Aber solange man nicht irgendwie später mal in der Öffentlichkeit steht, in diesem Sinne und mit Kindern zu tun hat, ist das, ich glaube, kein Problem. Kommt halt noch dazu, klar. Also wenn du natürlich in einem Berufsfeld arbeitest, in dem das natürlich nicht so gut ankommt, dann ist das natürlich scheiße. Ja, Aber wenn du generell jetzt in einem Beruf arbeitest, in dem das eigentlich keine große Rolle spielt, Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, OF-Model oder Pornodarstellerin oder in welchem Beruf ist es denn cool? In welchem Beruf ist es denn cool, wenn die Kollegen auf einmal checken, okay, von der Person ist halt einfach alles zu sehen im Internet. Also wenn es nicht wirklich im Milieu oder in der entsprechenden Branche ist, wo wäre es denn da wurscht? ja. Also, außerdem muss man ja immer davon ausgehen. Also das Internet vergisst nicht, das mag ja alles schön stimmen, aber Sache Ja. ist aber auch immer, die man bedenken muss, selbst wenn das Internet nichts vergisst, ja, was bringt's dir? ja, das stimmt. Nee, das Internet vergisst nicht, aber die Leute im Internet vergessen relativ schnell. Und den Fakt hättest du dir so oft zunutze machen können, Rainer. Aber wir gehen jetzt die Gedanken frühere Beziehungen etc. Wir sind jetzt hier schon wieder 3/4 Stunde. Das wird jetzt dieses Mal ein kürzeres Video, weil das letztere ein bisschen länger gedauert hat. Aber wir sind jetzt hier bei 2 Stunden 47 Minuten. Und das ist noch eine gute 20 Minuten knapp bis Ende. Das ist noch genau ein Video. Das nehme ich euch dann wahrscheinlich morgen auf. Und dann schauen wir, dass ich noch so viel wie möglich vorproduzieren kann. In diesem Sinne. Leute, tut nicht, was Rainer tut. Mad Love.